Den CDI aus dem LG huet Madame Tina Kamnitz invitiert. Sie ist diplomiert Spruchwissenschaftlerin und hat mal das Satyams-Schüler-Workshop organisiert. Ich gehe in Schulen, auch gerne in Luxemburg, und stelle da Bücher vor und mache die nicht gern lesen, hoffentlich total heiß aufs Lesen. Ja, weil Literatur ist toll. Und möchte mit euch ein paar Experimente heute machen zum Thema Vorlesen. Wirklich ohne Stress. Alles ist total lustig. Ja, ihr müsst überhaupt gar keine Angst haben. Ich mache auch immer mit. Frau Kamnitz, Sie bringen den Schülern bei, wie sie ihre Vorlesefähigkeiten verbessern können. Was genau machen Sie mit Ihren Schülern während Ihren Kursen? Also ich gebe so ein paar sprechtechnische Tipps und zeige denen, wie man es lebendiger machen kann. Also gebe ihnen wirklich Tipps zur Atmung und versuche eigentlich den Sprechausdruck ein bisschen variabel zu halten, dass man lernt, ein und denselben Satz möglicherweise in unterschiedlicher Art und Weise zu sprechen. Hochatmung, HA heißt nicht Hausaufgabe. Hochatmung, ja. Kann jeder gutes Vorlesen erlernen? Also erlernen kann es jeder. Ne? Man muss natürlich erstmal lesen können, das ist klar, das ist die Voraussetzung, dass man die Sprache beherrscht und sagen wir, die Schrift in Laute umformen kann. Aber dann ist es wie fast alles auf der Welt eine Frage des Trainings. Und? Was wollt ihr sagen? Das heißt, ihr dürft dazwischen nicht Luft holen und ihr dürft noch nicht mal eine Mini-Pause machen. Ja? Achtung, besonders schwierig in der zweiten Zeile beim Doppelpunkt Brunnen, weil man da automatisch eine kleine Pause machen möchte. Nah bei dem Schlosse des Königs lag ein großer dunkler Wald und im nahe der Walde eine alte Linde war ein Brunnen. Wenn nur der Tag recht heiß war, so ging das Königskind hinaus in den Wald und setzte sich an den Wenn nur der Tag recht heiß war, so ging das Königskind hinaus in den Wald und setzte sich. Und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fing sie wieder auf, und das war ihr liebstes Spielwerk. Oh, wow, Wahnsinn, yeah. Man darf keine Angst haben vor dem Text, muss eigentlich eher versuchen, die Emotionen, die in dem Text sind, zu transportieren. Also das, was die literarischen Figuren fühlen, dann selbst lebendig werden zu lassen. Und wenn die literarische Figur sauer ist, dann muss man sie auch wirklich aufregen, ne, mit dem Text. Und wenn sie traurig ist, dann eben traurig sein. Also wenn man selbst sich so sehr zurücknimmt, dann ist es ungünstig. Je ungehemmter man ist, desto besser. Und in dem Walde und danach und einer alten Linde war ein Brunnen. Ich finde den Text total langweilig. Lag ein großer, dunkler Wald. Und in dem Walde, unter einer alten Linde, war ein Brunnen. Gruselgeschichte. Und in dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen. Und du liest so, als ob Blut fließt. Leute fühlen sich ja schnell vorgeführt, wenn die ganz lange was vorlesen müssen. Also versuche ich wirklich Mini-Parts zu machen. Ne? Also die kriegen wirklich nur einen halben Satz manchmal oder einen Satzteil und sollen den mit einer Aufgabe versehen sprechen. Das ist ein bisschen Schutz für die selbst. Ne? Man sagt nicht, lies doch mal perfekt vor, sondern da steht eben, lies besoffen vor zum Beispiel. Ne? Da müssen die einfach enthemmt sein. Und dadurch, dass es sehr kurze Parts sind, also nicht so viel, ist die Hemmschwelle nicht so gering. Zum Zweiten versuche ich, ganz viel selbst vorzumachen. Wenn ich die distanzierte Trainerin mimen würde und sage, so, ich bin jetzt mal gespannt, wie ihr vorlest, ja, dann ist sofort die Angst da, alles richtig zu machen. Wenn ich aber selbst Spaß dabei habe und selbst mitmache, dann wirkt das meistens auch lockernd auf die Schüler. Nun angenommen, nächste Woche hätte ich ein mündliches Examen. Was für Schnelltipps könnten Sie mir noch geben, bevor ich die Prüfung antrete? Also wichtig ist die Hektik, die man ja hat, ja, die Nervosität, dass man die so ein bisschen rausnimmt, indem man einfach auf die Pausen achtet. Die sind wichtig für einen selbst, für den Körper, einfach, dass man in den Pausen zur Besinnung kommt, ist für einen selbst, für die Konzentrationsfähigkeit auch besser und auch für die Zuhörer, dass die folgen können. Wenn es möglich ist, immer gut Notizen zu machen, das kann man ja manchmal auch in Vorbereitungen direkt vor der Prüfung. Ne? Man kriegt die Fragen und hat vielleicht noch 10 Minuten Zeit, wirklich sich selbst Stichpunkte machen, das können manchmal auch fast grafische Sachen sein, wenn man zum Beispiel weiß, man hat 5 Punkte gelernt, dass man 5 Punkte macht und sich daran konzentriert, dass man nichts vergisst. Und ansonsten Pausen, genau. Tür auf, eine raus, eine rein, trinkt das sein.